Und auf geht's mit der nächsten spannenden Runde hier bei der Witcher 3 Blut und Wein. Wieder mal mit, ja, neuen Auftrag, mit dem Auftrag, ja, Rinder waren. Mit der Kuh, die irgendwie aus dem Himmel gefallen ist, aber ich denke, das hat nichts, also ist nichts Neues in dem mehr, sondern hat, ist noch mit der Quest zu tun, wo wir ein paar Drachen erledigt haben, vor kurzem noch. Auf Suche nach einem Schemat für die Großmeister-Hexer-Dingsbums war, ich glaube, das war sogar die Greifenrüstung noch. Und ich denke mal, es wird deswegen eine relativ kurze Sache werden hier, also ich hoffe es zumindest. Das muss Emil sein. Die Arbeiter haben ihn erwähnt. Armer Kerl. Hat richtig Pech gehabt. Tja, wo soll ich anfangen? Allerdings, wenn du mal so überlegst, von einer Kuh erschlagen. Aber so, schöner Tag heute, was dumm. Ja, stelle ich mir ziemlich, naja, also, ich weiß auch nicht. Sind doch ungerecht? Naja, Karma eben. Etwas Schweres hat ihn erwischt. Er hat einen Schädelbruch, frische Fressspuren, Nekrophagen. Die haben ihn aber erst als Leiche erwischt. Bei der Leiche erfahre ich weiter nichts. Starke Gewebetraumata, wie nach einem Sturz aus großer Höhe. Jo, ist alles schön verteilt. Der Bauch ist aufgeschlitzt. Kaum Blut, sie war schon tot. Das Herz hat nicht mehr geschlagen. Bisswunden, klein allerdings, offenbar von Nekrophagen. Die haben das Fressen sicher sofort gewittert. Tiefe Klauenspuren. Die Breite deutet auf einen Drakoniden hin. Vermutlich ist es ein Wyvern. Aber die Todesursache sind sie nicht. Jetzt habe ich es. Die Kuh ist gestorben, als sie aus großer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Drakonide muss sie fallen gelassen haben. Vermutlich ein junges Exemplar, dem die Kuh zu schwer war. Emil hatte Pech, dass er drunter stand. Und dann ist da noch der Kran. Jo, sage ich ja, also, ja, den Drakonide, den wir bereits gesehen, also, ja, der ist im letzten Part noch gewesen, das war der Verletzte, oder? Ja doch, der war irgendwie verletzt und ich denke mal, ja, wollte es halt versuchen, hat dann gesehen, oh, es klappt nicht und daher, naja, so schnell kann es eben gehen. Ja komm, spring schon, Geralt. Blut. Das muss ganz schön gekracht haben. Der Drakonide hat die Kuh fallen gelassen, versucht den Flug zu stabilisieren und sich dabei verletzt. Gut. So müsste er einfach zu verfolgen sein. Geralt, den haben wir bereits erledigt. Den gibt's nicht mehr, der ist bereits tot. Hä? Da gibt's hier zwei solche. Drakonidenblut, winzige Spuren. Ich bin auf der richtigen Fährte. Ja, toll. Ja, ist auch ein anderer. So, das Blut, wo ist es? Ah, da. Hä? Ich sehe es nicht mehr. Verarschen? Ja, hier sehe ich es auch. Und dann, wo geht's weiter? Also ich gucke einfach mal. Da war Glück und ihr sehen so sofort oder eben noch nicht. Sieht ja nicht noch aus, war. So garantiert den ich bereits gesehen habe.
Ja, toll, untersuchen will Geralt die Spur ja auch nicht. Bis nochmal das zurückgehen. Genau, da und da. Dann gibt es aber noch etwas. Ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, als ich dachte. Ja. Schön, da ist das Blut, was wir bereits gefunden haben. Aber, hä? Jetzt geht's doch da hinten weiter. Klar, schwer verletzt, schleppt sich aber hier einen Berg hinauf. Richtig. Vergorene Maische. Der Drakonide muss eine Brennerei in der Nähe überfallen haben. Bastard. Ja, komm doch her! Was hat jetzt des Schuhputzers? Toll, wie soll man die weiterhelfen? Er ist auf dem Dach der Brennerei gelandet, hat Lärm und Chaos gemacht und ist weitergezogen. Ja, leg noch mal, das ist echt ihm die ganze Spur. Hier ist er lang gekommen. Wohl zu müde zum Fliegen. War in schlechter Verfassung, konnte kaum kriechen. Also ich bin ihm noch ziemlich sicher, dass wir wissen, wer es ist. Hier ist ein zweiter Drakonide gelandet. Ein größerer. Er hat auf den kleineren gewartet, dann sind sie zusammen weggeflogen. Sie müssten ja einfach zu verfolgen sein. Der kleinere hat freundlicherweise weitergeblutet. Ja, wo war denn das Teil? Aber, es garantiert das, geht ja nicht anders. Ja, eben hier oben war es doch. Jo, das muss da sein, aber wieso merkt es Geralt nicht? Also das Spiel merkt es nicht. Weil wir sollen so die zusammen weggeflogen. Wohl zum Nest. Ja, weil wie sollen wir so die Quest abschließen? Wobei, mal ganz kurz, ich habe den Drakonidenkopf noch bei mir, aber genau, die Trophäe. Hä, und das schnallt er nicht, dass es das ist? Hier endet die Spur. Hier oben war ich schon. Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Sicher ist sicher. Geralt. Schleimlinge zu erreichen. Ja, toll. Wir haben es bereit. Ja. Das war jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo er gesagt hat, hier oben war ich schon. Ne? Das war der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, oh, er kapiert es doch noch. Ja, das Spiel hat es doch noch irgendwie geskriptet von wegen, okay, wenn man zuerst hier war und dann erst die Quest angenommen hat, dass man dann... Aber, ja. Wusste ich's doch. Schleimlinge haben die Kühe geraubt. Und schon getötet. Vielleicht finde ich jetzt jemanden, der mich bezahlt. Die übrigen sind noch nicht geschlüpft. Ich muss das ganze Nest niederbringen. Das könnte hinhauen. Das ging schnell. Wird! Das ist ein schlechter Scherz. Es gibt ja doch Orte der Macht. Es gibt ja Orte der Macht, Leute. Orte der Macht. Ich dachte schon, es gibt gar keine mehr. Es sind Orte der Macht. Wie kommen wir da hin? Ich will da hin. Wenn es ein ganz Part dauert, ist mir scheißegal, ich will da hin. Wo ist der Ort der Macht? Wie oben? Willst du mich verarschen? Hier unten ist doch etwas.
Oh nö, doch nicht. Hä, wie kommt denn jetzt da hoch? Okay, ja, die Suche nach dem Shimata muss noch ein bisschen warten, Leute. Vielleicht so ein paar Minuten noch ein bisschen vorzubereiten, mal für die restlichen 2. Wegen eben so Reisepointern, damit es ein bisschen schneller geht. So, irgendwo hier. Diese Anhöhe muss es sein. Magie. Ein Ort der Macht. Es gibt ja tatsächlich noch Orte der Macht. Ich werde bekloppt. Ist ein bisschen verbuggt gerade. Aber egal, wir haben 9 Fertigkeitspunkte lang. Die Orte der Macht. Ich finde euch alle. Ja, ist ja... Wie gesagt, ich hatte sich erhofft, dass es noch so etwas gäbe, weil es ist ja, wenn man... Doch, man kann es ruhig so sagen. Es ist Toussaint, es ist ein neues Gebiet. Und warum soll es keinen neuen Ort der Macht geben? Klar, ist ja von dem her ein DLC, oder? Und, also ein Add-on. Ja, DLC, Add-on, wie auch immer. Und bei Hearts of Stone gab es auch keine neue. Allerdings, es war trotzdem das alte Gebiet noch. Es war trotzdem Novigrad, Wählen, alles mögliche. Jetzt hier halt ein bisschen anders. So. Dann, ja, machen so Leute der heutige Part ein bisschen kürzer, allgemein auch. Weil die letzten 2 Parts relativ lange waren und weil ich sowieso viele Parts und so habe und sonst kaum vorwärts komme. Machen wir es so, dass ich jetzt die Quest noch abschließe und danach natürlich schon die restlichen Quests noch mit den Shimata angehe, keine Sorge. Aber vor allem dort noch dafür sorge, dass wir halt schneller vorwärts kommen. Im Sinne von Vorbereiten und so weiter. Denke jetzt einfach mal, wäre sicher nicht die schlechteste aller Ideen. Rührt sich nicht mal ein Pferd. Wo ist er jetzt? Und? Weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Ja, ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal, wieso ist die Kuh denn gefallen? Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen, für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung, aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Hier, nimm dies. Und danke, Meister. Null Problemo, Kumpel. Dann ist jetzt alles klar, was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emils Witwe eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit, zack, zack. Ich glaube, dass immer noch was faul ist. Was ist mit den Baumeistern, die die Statue zusammensetzen sollten? Vor 3 Tagen sollten sie in Ardaiso sein und kein Zeichen von ihnen. Sie sind auch erschlagen worden, ich weiß es. Oder gefressen. Oder Heuschrecken haben sie erwischt, wie in Sirikanien. Was soll denn dieser Mist jetzt? Der Architekt hat geschrieben, dass sie sich wegen einer Marmorlieferung aus Metina um 1 Woche verspäten. Für den Bart des Propheten. Also haltet jetzt das Maul und fangt an zu arbeiten. Gehen wir ein Stück, Meister. Ich muss zugeben, das war gelogen. Aber ich kann mir nicht noch eine Panik leisten. Die Baumeister sind wirklich verschwunden. Komm später zu mir, dann erzähle ich dir die Einzelheiten. Haben die vielleicht auch schon... Ich überlege gerade, da war doch etwas mit Baumeistern. Kann man dann irgendwas erinnern, aber das war was anderes. Und, Meister, was macht die Suche nach den Baumeistern? Sie sind verschwunden? Was soll das heißen? Was es eben heißt. Verschwunden mit reichlich Vorräten, die ich bestellt hatte.
Über ein Dutzend Wagen erreichten den Bauplatz, doch 5 sind unterwegs verloren gegangen. Mit ihnen Werkzeug, Nahrung, Baumaterial und vor allem die Spezialisten, die wir brauchen, darunter auch der Oberarchitekt. Ich habe dem Architekten geschrieben, dass der Steinbruch bereit ist und er neue Pläne schicken soll. Aber der Vorarbeiter sagt, der Architekt sei schon hier in Ardaiso und das heißt... Dass er auch verschwunden ist, ich verstehe. Ich sehe mich mal um. Meister, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Doch bitte beeile dich. Ohne diese 5 Wagen können wir unser Werk einfach nicht vollenden. Warum für Majoran Startschwierigkeiten? Ja, ich weiß. Damit haben wir schon ein paar Mal gesehen. Im Denkmal arbeiten, genau. Genau, optional besucht am Bauplatz. Da waren wir auch schon. Also wir haben schon... Also, ja, was sowieso interessant finde, die Quests haben wir schon ein bisschen begonnen von dem her, aber trotzdem kriegen wir erst jetzt die Einzelheiten spendiert. Gib mir was zu trinken. Naja, von dem her doch noch interessant. Gut, trotzdem, also wir sehen es, ich denke mal bis zum Schluss des Let's Plays haben wir sicher nicht nur... Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Ja, hat schon was. Nee, also wenn man sagen, insgesamt gibt es halt hier Blut und Wein 3 große oder halt langfristige Quests zu bestehen und einerseits halt das mit dem Gwent, ist klar. Also sprich Gwent im Sinne von alle Karten von Skellige sammeln. Das dürfte sicher mal Punkt Nummer 1 sein. Punkt Nummer 2, wie ich mir denke, ist sicher auch das hier. Wo war es jetzt? Ja gut, das auch, aber da geht mir grad, ist mir relativ egal. Das hier vor allem unser eigenes Weingut und dann natürlich auch das hier mit der Statue von Majoran. Ja, echt spannend, ob das am Schluss alles so hinkriege, wie wir es uns vorstellen. Wäre natürlich schon mal geil. Also, das sind die... nee. Doch, machen wir später natürlich. 40, er muss auch noch vorher machen, wa? 47 und so weiter. Ist die Hauptquest hier echt so klein? Weil ich sehe noch gar keine Quests. Gut, das natürlich, okay. Aber sonst sehe ich noch gar keine Quests, die von der Stufe darüber wäre. Oder ähnlich halt, ne? Gut, darüber natürlich doof, weil geht erst später. Aber ähnlich hohe Dinge hätte. Egal, spielt keine Rolle. Schatz suchen. Wie war das jetzt genau? War das jetzt hier in der Nähe? Die Katzenschule oder? Ne, da habe ich gesagt, da kann man relativ schnell zu Fuß hin. Dann die Bärenschule. Die war hier in der Nähe. Also in der Nähe. Doch. Ist in der Nähe. Kann man so sagen. Gut. Lauf, Plötze. Weiter geht's im Plötze-Style. Bin gerade ein bisschen falsch. Wieso? Hey, jetzt darf ich nach unten? Ja. Viele Wege führen nach Rom, war in der Hinsicht. Alles in Ordnung. Interessant, wir haben auch neue Quests. Hallo da drüben. Komm doch mal her. Dürfen wir mal annehmen. Aha. Noch ein bisschen näher ran. So. Ja, was gibt's denn? Wozu ruft man wohl einen Hexer, hm? Um den neuesten Hoftratsch zu erfahren? Ich habe ein Monsterproblem. Gut, bin ganz Ohr. Erzähl mir von dem Monster. Na. Zunächst, werter Hexer, gilt es, die Grundregeln zu etablieren. Angesichts der stattlichen Diskrepanz unseres jeweiligen sozialen Status muss ich dich ob deines vertraulichen Tonfalls tadeln. Ich erwarte Hochachtung. Ich erwarte, dass du mich mit Herr ansprichst. Oder noch besser als Monsieur de Bourbeau. Jo. Hör mal, Kumpel, die Diskrepanz zwischen uns ist riesig. Aber da spielt der Status keine Rolle, sondern die Tatsache, dass ich 2 Schwerter auf dem Rücken trage und du keins. Also red ich dich an, wie ich will. Wenn dir das nicht passt, dann löst dein Monsterproblem selbst. Solch Impertinenz! Ich werde bei deiner Gilde Beschwerde einlegen. Schick sie an den Kundendienst in Kaer Morhen, Kedwen. Und jetzt rede, bevor ich es mir überlege und verschwinde. Nordlinge und Manieren. Nun gut, bringen wir es hinter uns.
Irgendetwas hat mein Weingut befallen. Klarer Fall für mein Irgendetwas-Öl. Bitte, wie meinen? Ich brauche mehr Informationen. Wo wurde dieses Irgendetwas gesehen? Gibt es Zeugen, Leichen zu untersuchen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Niemand hat die Bestie gesehen. Wir hören nur so ein seltsames Kratzen und Kreischen. Es gibt auch keine Leichen. Die Leute verschwinden einfach spurlos. Diese Geräusche, wo kommen die her? Tja, von überall her. Aber im Weinkeller hört man sie am deutlichsten. Dann dürfte das Monster unterirdisch hausen. Wann ist es am lautesten? Nachts, wie vor Jahren, als die Häuser bebten. Darum wollte sich auch ein Experte kümmern, aber der verschwand auf Nimmerwiedersehen. Wer ist denn verschwunden, wenn ich fragen darf? Zuletzt irgendein Knecht, glaube ich. Und erinnerst du dich trotz der stattlichen Diskrepanz eures jeweiligen sozialen Status vielleicht an seinen Namen? Nein, da musst du meine Frau fragen. Die ist mit den Hausgehilfen besser bekannt. Leider ist sie gerade auf Besuch bei ihrer Mutter, aber sie müsste bald zurückkehren. Tja, das reicht ja dann wohl mit den Fragen. Nun sag mir, ob du den Auftrag annimmst oder nicht. Kommt drauf an. Von welcher Belohnung reden wir? Ja, ich meine, unser sozialer Status, der erlaubt generell nicht so viel vom Grundbetrag her. Und da haben wir es natürlich, wenn wir schon mal bei so einem edlen Monsieur sind, doch ein bisschen mehr verlangen, um unseren sozialen Status weiterpflegen zu können. Ja, Ironie lässt grüßen. Also bitte, sei doch vernünftig. Bin ich, aber du bist scheinbar nicht. Also bitte, sei doch vernünftig. Ich will aber. Also bitte, sei doch vernünftig. Ich bin langsam echt dran, ihm einfach zu sagen, jo, dann nehmen wir die Quest nicht an. Das muss ich wohl als Verlust verbuchen. Na schön. Mist. Na schön, ich übernehme. Muss mich erstmal hier umsehen. Und dann mit Madame de Bourbeau sprechen. Wunderbar. Ich werde dich umgehend über ihre Rückkehr unterrichten. Hier ist unterdessen der Kellerschlüssel. Doch bitte, was immer du tust, bleib von den Weinfässern weg. Naja. Gut, neuer Auftrag, den können wir später machen. Er hat doch hier irgendwo... Da haben wir jetzt keinen gesehen. Alles in Ordnung. Schnellreisepoint und so. Naja, ist auch egal. Wir werden noch ein bisschen vorbereitet mit der restlichen Quest, daher... Gehen wir uns doch mal nach unten. Eingestürzt. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergraben. Das hier? Ernsthaft? Ja, sieht schon ein bisschen unterirdisch aus. Das ging schnell. Scheiße, nur 3. Doch, schade, nur 3. Hey, kann ich sie nichts nehmen? Ja, so natürlich schon. Tja, wir sollen ein bisschen aufräumen. Da kommt auch schon etwas. Habe ich das hoffentlich direkt irgendwo... Ja. Ein Hexer groß wie ein... Was? Groß wie ein Berg, wertig wie ein Zwerg. Ja, sind die von der Bärenschule halt.
Nie wieder euren Hexer an! Was für ein Monster der Hexer auch gejagt hat. Getötet hat er es offenbar nicht. Ich muss die Warum Augen nicht? offen halten. Ja, hier ist etwas. Wow! Ei, ernsthaft jetzt? Ne, doch weniger. Nicht nur einmal. Och nö, wieder so ein langes Ding. So. Zur unterirdischen Höhle. Räum mit dem Artzeichen auf. Ja. Ich würde sagen, das können wir ganz kurz machen, Leute. Diese Part mal vorbei. Jetzt wird man mit ein bisschen normaler Länge. Und dann nächste Folge, würde man sagen, kriegen wir es dann locker hin, noch die restlichen, die restlichen 3 Schematas zu finden. Oder Schemas von mir aus. Toll. Räum mit dem Artzeichen auf. Wir machen doch schon, was sollen wir sonst noch machen? Hä? Verarschen? Ja, also noch mehr kann ich jetzt hier unmöglich machen, Leute, mit dem Artzeichen wohlgemerkt. Naja. Ich will trotzdem sagen, wieder mal Danke fürs Zusehen, Leute, bis zum nächsten Mal. Dann, jo. Gehen wir halt ein bisschen hier. Ich würde sogar sagen, wir gehen erstmal hier runter. Wenn wir schon mal in der Stadt unten sind. Hoffentlich mit einem neuen Schnellreisepunkt. Dann gehen wir direkt mal hier rüber. Dann müssen wir da hoffentlich, denke mal, die auch schon alle haben. Dann geht es weiter mit den restlichen. Ich denke vor allem noch die Katzen-Wolfschule. Und, jo. Mal gucken, wie es weitergeht hier. Bei The Witcher 3. Obwohl, warte mal ganz kurz. Da ist jetzt hier echt in der Nähe. Ganz kurz runterlaufen. Neue Markierung, bereits gefunden. So schnell kann es gehen. Ist fast geschworen, dass er schon mal hier unten war. Ja, ja. Gerard und Katzen. Nicht die besten Freunde. Neue Markierungen, sehr gut. Kein neuer Auftrag, natürlich auch der hier. Das Monster von Tufo. Das haben wir doch eigentlich schon. Genau, bei dem Typen waren wir schon, also bereits angenommen die Quest. Interessant. Jo, wie es weitergeht hier. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Ja, das ist eigentlich jeder Hexer. Ob es jetzt Monster oder Menschen sind, für das haben wir 2 Schwerter. Dankeschön, Katze. Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.